Zwangen im Kanton Schweiz wohnt die Familie Schwendeler. Bis vor kurzem haben sie noch in Australien gelebt. Ja, das ist mein Happy Place da. Das Auswandern aus dem Happy Place ist ein grosser Schritt. Vor allem die Mutter von der Christina leidet unter dem Abschied. Ich hatte sie. Das war gut. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Bei der Familie Neck ging viel los. Ihre Leidenschaft ist eine interaktive Kartautobahn. Die ganze Familie packt mit an. Die Kinder helfen mega gerne mit. Es ist amigs ein Gestreit, wer darf und wer nicht darf. Und dann, am Anfang haben wir ein bisschen schauen, dass man für jedes ein Job findet. Und mittlerweile hat es sich gut eingespielt. Es ist mir auch noch nicht verleidet. Die Familie Helen-Basic hat schon viel zusammen erlebt. Nicht nur Schönes. Diesen Sommer ist der Andrea ihre Autowerkstatt bei einem Brand zerstört worden. Milusha erwähnt viel, dass es brennt hat und was. In ihrem Fall immer wieder neu sein, wo brennt hat, wo verbrennt ist. Die Andrea geht mit ihrem Mann Mario zuerst mal schauen, wie gross der Schaden ist. Scheiße, Mann. Die ganze Kinderecke, alles ist verbrennt. Alles, Mann. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Das ist Newcastle im Südosten von Australien. Ja, gut. Hey, cheers, everyone. Cheers. Cheers. Hier leben Christina und Marcel Schwendeler zusammen mit ihren beiden Kindern, Elina und Alex. Die Familie steht vor einem grossen Abenteuer. Mister? Morgen wandern sie in die Schweiz aus. Wohin? Die beiden Kinder freuen sich auf Sprünge im Schnee. Weißt du, dass sie in der Schweiz keinen Schnee mehr machen? No? Yeah. What? Stop making snow. Snow everywhere. No, there will be. So, what's your sport? Was für einen Sport machst du denn im Schnee? In the snow. Snowboarding. Snowboarding. Doing jumps. Okay. Und what about Schlitteln? Yeah. Der Marcel Schwendeler lebt wegen der Liebe zu seiner Frau seit 12 Jahren in Australien. Jetzt kehrt er mit seiner Familie zurück in die Schweiz. Woher gehst Just see what I've... Can you Well- please take your plate? Thank you. Kom, Ja, Teller Lee- verzorgen. I am doing four. You're welcome. We need to kill the ball. Snow everywhere. Wir haben so ein bisschen die Philosophie, dass wenn man an einem Ort ist, dann irgendwie wächst es nicht weiter. Wir brauchen immer etwas Neues zum Unternehmen. Und das ist eigentlich unser Fokus. Und wir sind nicht, jetzt gehen wir zurück in die Schweiz. Nein, es ist jetzt gehen wir in die Schweiz für ein neues Adventure. I got it already. Got it? Christina ist in Newcastle aufgewachsen. Hier in Australien arbeitet sie als Psychologin. Das wird sich in der Schweiz ändern. I'm really glad to be at home a bit more with the kids. Ich freue mich wirklich darauf, mit den Kindern mehr daheim zu sein. Ich habe viel gearbeitet und die Kinder sind extern betreut worden die letzten 4 Jahre. 4 years. Ich freue mich darauf, daheim Mama zu sein. Looking forward to being a home mum and yeah. Nur ein paar Minuten weg von ihnen daheim, am Strand von Newcastle. Das ist so ein schöner Platz hier. Den werden wir vermissen. Yeah. Es fühlt sich wirklich heilig an für mich. Well, that's why we come here. That's why it's Yeah, there's something really special about it. Sehr speziell. Ja, das ist mein Happy Place da. Yeah.
Hier haben Christina und Marcel mit ihren Freunden abgemacht. Heute treffen sie sich zum letzten Mal. Good to have friends. Es ist gut, wenn man Freunde hat, die ein Bier bringen. Das macht Spass, das weckt Erinnerungen. Good old memories. Auch mit dabei ist die Mami von der Christina. Sie ist eng mit der Familie verbunden. Sie sind sehr mutig. Es sind wundervolle Leute und sie lieben einander so tief. Ich habe das noch nie bei einem anderen Paar gesehen. Wir werden sie vermissen. Ich versuche nicht mehr zu viel zu heulen. Sie sind so mutig. Es ist mega, dass jetzt alle da gekommen sind, wenn es kalt und windet. Die Leute können. Das ist speziell. Ich werde das vermissen. Genau. Zum Abschied hat eine Freundin organisiert, dass alle zusammen ein Lied von den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, singen. And every night I dream of the sea. They say home is where you find it. Will this place ever satisfy me? My island home, my island home, my island home is waiting for me. My island home, my island home, my island home is waiting for me. My island home, my island home, my island home. That was a total gift. Thank you. Thank you very much. Die sind alle in unseren Herzen. Wir legen dann noch das Original vom Lied drüber. It's amazing. We all sound like Christina. Oh my God! And change our faces. Thanks, everyone. I love it when people come together and Ich liebe es, wenn Leute zusammenkommen. Alles, was man braucht, ist eine Stimme. Und alle haben eine Stimme. Das ist das Geheimnis von jeder Gemeinschaft. The secret to coming together as a community. Das ist der letzte Abend für die Familie Schwendeler zu Australien, am anderen Ende der Welt. Es ist morgen früh zu Dachsen im Kanton Zürich, ganz in der Nähe vom Rheinfall. Hier wohnt die Familie Neck. Die älteste Tochter, die Malin, muss als erstes aus dem Haus. Was soll ich dir machen? Ihre Geschwister können es gemütlicher nehmen. I don't know. Maybe it's in Martin's room. Okay, you go have a look. Who's gonna make up your mind? I'll just leave these here. Silja ist die zweitjüngste in der Familie. Sie ist 9 und geht in die 3. Klasse. Ich habe sehr gerne zum Frisuren haben. Und sind auch die Haare nicht immer so im Weg, weil dann sind sie einfach an einem Ort, weil sie zusammengezöpfelt sind. Silja hebt auch gut an. Wir dürfen auch Sachen ausprobieren. Ein bisschen neue Frisuren, gell, Silja? Kannst du mir ein Haargummi geben? Iris Neck hat einen Teil von ihrer Kindheit in Südafrika verbracht. Darum redet sie mit den Kindern Englisch. Als Marlin auf die Welt kam, habe ich gedacht, das wäre noch gut. Oder man sagt, ein Kind zweisprachig aufwachsen. Und dann habe ich mit ihr dann angefangen, Englisch zu reden. Die Kinder antworten einfach nicht so gerne auf Englisch. Sie reden vor allem Deutsch mit mir. Soll ich kein kopieren? Sure.
Kaya ist die Jüngste in der Familie und geht in die 1. Klasse. Für den Alltag hat sie am liebsten einfach die Pflanzen hindern mit einem Zöpfchen und dann einen Rostschwanz. Und irgendwie ist das Haare vielleicht so ein bisschen zum Morgenritual geworden. Liebe Oder 11-jährige Lars macht sich parat, um loszugehen. Come, get ready. Put on your shoes, please. Ihr Vater Andi ist noch daheim. Oder anders gesagt, im Büro. Er arbeitet nämlich im gleichen Haus. Der Andi ist selbstständig und hat eine Firma für Softwareentwicklung. Ja, der Arbeitsweg ist natürlich top. Vielleicht nicht unbedingt für die Gesundheit, aber für die Familienzeit ist es einfach genial. Also ich kann morgen früh anfangen zu arbeiten. Und dann, wenn die Familie zum Morgen isst, dann gehe ich rüber, dann essen wir zusammen zum Morgen. Ich bin zum Mittag wieder dann. Ich kann einspringen, wenn etwas ist. Es ist wirklich in dem Sinn genial. Okay, aber vielleicht einfach, dass wir irgendwo da in dem Bereich vorne, wo das Positionierungssystem drauf ist, dass wir vielleicht da einfach das Display machen. Heute tut der Andi und sein Praktikant Sven die Kartauto weiterentwickeln. Nächstes grosses Familienprojekt. Nachher müssen wir das noch gut durchtesten. Im Hausteil nebendran nutzt Iris die Ruhe, um alles für ihre Scheurbeiz vorzubereiten. Dort kommen die Karts zum Einsatz, die der Andi mit dem Sven entwickelt. Bei uns kann man Kart fahren. So auf einer interaktiven Spielfläche. Und wir haben dort kleine Bites, wo wir Grilled Wraps anbieten. Und das sind Zutaten für 3. Die ganze Familie hilft mit bei der Kartscheuer. Ciao. Hoi. Oder Iris, ihre Schwester, die Kathi. Sorry, ich bin spät. Kein Problem. Die Kathi wohnt dort zu Dachsen, gerade um eine Ecke. Genau. Willst du gerade so weiter rüsten? Dann tue ich den Rest packen. Genau. Es ist immer schwierig zu wissen, wie viele Leute das kommen. Wir haben wirklich einfach keine Ahnung. Darum rüsten wir einfach mal ein bisschen. Und wenn es zu viel hat, ist mir das eher noch gleich. Dann verkoche ich das am nächsten Tag für zum Mittag und dann gibt es halt einen Gemüsereis oder eine Bolognese oder wie auch immer. Also sie denkt, sie hat immer das Gefühl, wir haben zu wenig. Genau. Und manchmal kann ich sie ein bisschen zurückgeben, so von der Menge her. Aber, ja, aber ich finde es auch lässiger, wenn man nicht zu wenig hat. Genau. Aber ich habe dann das Gefühl, wenn wir etwas so anbieten, dann muss einfach immer vor allem etwas haben. Und muss das vielleicht noch ein bisschen lernen, dass irgendwann einfach heisst, das Menü ist jetzt ausverkauft. Das fällt mir schwer. Iris ist die zweitälteste von 6 Geschwistern. Ihre Schwester Kathi ist 4,5 Jahre jünger als sie. es ist eine Freude, wir dürfen hier die Schwester unterstützen. In der Scheuer hat es kein fliessendes Wasser. Darum müssen Ex alles von daheim mitnehmen. Läufst du oder kommst du mit mir? Es sind eigentlich nur etwa 200 Meter. Aber wir müssen halt gleich mit dem Auto gehen, weil wir die ganze Infrastruktur mitschleppen müssen. Die Kartscheuer ist das grosse Hobby von Ex. Verdienen tun sie mit dem nichts. Einmal in der Woche, am Donnerstagabend, haben sie offen. Hast du die schon ausprobiert? Er hat mir neue gegeben. Ah, super. Ich habe die reingekommen, aber es bewegt sich nicht, wenn ich da etwas mache. Der Andi war schon immer ein leidenschaftlicher Tüfteler. Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich weiss nicht, ob du die ganze Geschichte hören willst. Der Andi hat plötzlich die Idee gehabt, über so einen Umweg, dass
dass er so etwas mal ausprobieren will, das mit dem Kartfahren auf so einer interaktiven Fläche. So ein bisschen, ja, das Thema Game ist halt auch bei uns in der Familie immer wieder das Thema Kind, die gamen und Gamezeit aushandeln. Und ich fand, es wäre cool, wenn man wie etwas Gamings hat, wo man gleich aber auch miteinander macht und so im Realen innen ist und nicht in dieser virtuellen Welt die ganze Zeit. Der Lars, Silja und Kaya kommen direkt von der Schule. Für sie ist der Donnerstagabend ein Highlight. Hey guys! Hi Lars, hi Silja! Hey! Hi Kaya! Die Kinder helfen mega gerne mit. Es ist manchmal ein Gestreit, wer darf und wer nicht darf. Und dann, am Anfang haben wir ein bisschen schauen, dass man für jedes ein Jobchen findet. Und mittlerweile hat es sich gut eingespielt. Und dann geniessen sie es auch wieder, zum einfach rumwuseln. Und wenn gerade ein Kollege oder eine Freundin da ist, dass sie dann auch mal mit denen unterwegs sind oder fahren. Ja, es ist immer etwas los, aber es ist eigentlich cool. Es ist auch der Donnerstagabend auch ein bisschen spannender. Und ich finde es eigentlich cool. Ja. Der Boden der Schür wird zur interaktiven Spielfläche. Perfekt. Und jetzt hier klicken. Yes. Gut. Ja, drücken. Yes. Seit einem 3/4 betreibt Familie Neck die Kartschür. In dieser Zeit hat der Andi zig Stunden in die Entwicklung dieser Wägeli investiert. Iris macht noch die letzten Handgriffe. So, jetzt sind wir, glaube ich, bereit. Die Leute können kommen. In Terwil im Kanton Basel-Land wohnt Familie Helen-Basic. Willst du auch eine Pizza kochen? Du darfst schon. Der Mario macht mit der 5-jährigen Miluscha zu Mittag. Auch die Leia, die jüngste der Familie, ist dabei. Salami oder Besteck? Mit am Tisch hockt auch der 10-jährige Nico. Miluscha? So, jetzt zum Trinken. Gib mir einen Nuki. Pizza! Yay! Ist extrem heiß. Kannst du schon essen? Nein, kannst du nicht. Oh, danke, Bonne. Ich kann das ja erzählen. Also wir sind sehr eine aufgestellte Familie mit verschiedensten Charakteren. Durchs Band. Wir sind aber sehr, sehr fleissig immer alle. Chaotisch. Chaotisch, machen viel zusammen. Und ja, wir haben also schon viel erlebt zusammen. Als Familie. Geiles Gigs, das auch nicht gerne. Im Moment haben sie eine schwere Zeit. Die Andrea hat ihre Existenz verloren. Ihre Autowerkstatt ist bei einem Brand zerstört worden. Es ist schon schade. Also, es ist schon viel verloren gegangen, auch von den Kindern. Miluscha erwähnt viel, dass es brennt hat und was. Ihr fällt immer wieder neu sein, wo brennt hat, wo verbrennt ist. Die Garage Helen war für die Familie nicht nur ein Arbeitsort, sondern auch Spielplatz und ein erweitertes Wohnzimmer. Alles ist verbrannt. Das Sofa und der Tischli und der Kühlschrank finden wir auch so toll. Wieso? Kühlschrank? Weil der Kühlschrank der wichtigste ist zum Essen. Bei der Garage jetzt noch der Grill gehabt, den hast du doch so vermisst, Papa. Der Grill, ja. Der Grill ist, du hast auch viel gegessen dort auf dem Grill. Ja. Außerdem im Volvo habe ich und Nico so viel mal kuschelt. Der Volvo war das Kernstück der Familie. Alle haben ihn geliebt. Er ist wahrscheinlich total verbrannt.
Andrea und Mario wollen heute zum ersten Mal auf den Brandplatz. Kein einfacher Moment für beide. Jetzt sind wir sehr aufgeregt, weil also ich fühle mich nicht wohl, da hinzugehen, weil es ist einfach... Ich habe ein bisschen Angst, wie es aussieht und wie schlimm das ist. Oder Mario ist Automechatroniker. Geh alles da rein. Du willst mitnehmen. Schuhe, Schlüssel. Bei ihrer Garage stehen noch Autos von Kunden. Die müssen sie wegstellen, weil eine Wand auf sie draufstürzen könnte. Hast du alles? Ich? Ja. Gut. Mami hat schon Schuhe angeschaut. Kannst du die anlegen? Das ist der Laden. Nein. Du hast noch keine Schuhe an. Doch, meine Schuhe. Papa, haben wir alles? Hast du alle Schlüssel? Die 3 Schlüssel brauchen wir. Kannst du die mal nehmen? Du hast gerade eine Tasche. Unten haben wir den Bus hier, Auto. im Auto. Und das Abschleppseil und den Kompressor. He? Genau. Gut. Also, gehen wir. Papi. Bevor Andrea und Mario auf den Brandplatz gehen, bringen sie die Kinder zur Großmutter. Sie wollen zuerst allein schauen, wie viel von der Garage noch übrig geblieben ist. Oh. Hi. Hoi, Christina. Wie geht's? Oui. Gut. Nervös? Ein bisschen, Ein bisschen traurig. Ist halt ein bisschen traurig zum Abschied nehmen. Ja, es ist so. Das sind halt jetzt die Veränderungen, gell? Der Werner ist der Vater von Marcel Schwendeler. Die letzten 12 Jahre hat er mit seinem Sohn zu Australien fast nur so Kontakt gehabt. Hey, hallo. Hallo, Nonna. Hi. Ihr müsst so glücklich sein. Ja. 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 Nonna, nicht traurig, you're a bit sad. Oh. Nana ist traurig und wir sind glücklich. Das darf man einer Mutter nicht antun. Es ist schön und ich freue mich, dass ihr jetzt könnt. Und ja, vor allem auch, wenn der Kind Alex und Elina kommt. Und das habe ich eigentlich immer ein bisschen vermisst, dass sie nicht rum waren, oder? Es hat schon wohl andere Kinder rum. Ich gebe mich auch mit anderen Kindern so, aber es ist halt einfach nicht ganz das Gleiche. Ich finde es schön, wenn der Marcel und Christina kommen mit den Kindern. Und ich finde es richtig cool, weil dann hat der Werner auch mal seine Enkel da. Und ja, ich mag ihn gerne, weil er hat gerne Kind. Ja. Das ist gut so. Okay. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Bis später. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Bald können der Werner und seine Lebenspartnerin Beatrice die Grosskinder umarmen. Mit der Sprache werde ich schon noch ein Problem haben mit der, ich kann nicht Englisch, oder? Bei Marcel immer den Vorwurf gemacht, warum tust du deine Kinder nicht Deutsch lernen? Und er hat mich noch immer ausgelacht und gesagt, er hätte keine Zeit und alles Mögliche. Und das letzte Mal, als wir auf Bienen waren im Herbst, hat ja Alex selber gesagt, er darf dem Papi sagen, wo wir abgefahren sind, wo wir daheim sind, er darf dem Papi sagen, er müsse nicht Deutsch lernen. Ja. Bis sie in eine eigene Wohnung zügeln können, wohnt der Marcel mit seiner Familie beim Werner und der Beatrice. Es ist alles parat. Zu laufen im Kanton Basel-Land. Andrea und Mario kommen bei ihrer Autogarage an. Sprich, wir müssen eigentlich mit dem Auto aufs Areal fahren bis dort, in die mittlere Wand. Und überbrücken und raufziehen die Autos hier am besten. Ja. Ist das möglich? Problem, ich weiss nicht. Das ist illegal. Garage Helen ist auf der Liste drauf. Ja. Von der Garage ist nicht mehr viel übrig.
Der Grossbrand hat alles zerstört. Und jetzt gibt es auch noch Probleme mit der Liste, die sagt, wer auf den Brandplatz darf. Wieso ist er auch drauf? Er ist gar nicht betroffen von dem. Und wieso bin ich nicht drauf? Ich bin auch... Ich bin gerade am... Also gesagt, was haben wir so hinterfahren? Danke zum Umsteigen, vielen Dank. Merci, ade. Brieffahrt, danke. Also, Auto stehen lassen, reinlaufen, maximal bis in die Mitte der Straße und dann ist Feuer oben. Okay, einfach damit wir die Autos dort wegnehmen können. Gut? Das ist Wahnsinn. Voll zerstört alles. Die Dörfer sind ja alle verbrannt, alle da angestellt. Oh mein Gott. Am 10. Juli ist ihre Existenz in Flammen aufgegangen. Zuerst aber auf Laufen im Baselbiet. Heute Morgen ist dort ein Grossbrand in einem Industrieareal ausgebrochen. Das Feuer ist von einer Halle auf 2 weitere Hallen übergegangen. Um den Brand zu löschen, war ein grosses Aufgebot mit Rettungskräften nötig. Da hinten wäre der Volvo. Das ist unser Herzblut. Den finden wir nicht mehr. Den geben wir nicht mehr. Der ist sicher voll verdruckt und verbrennt. Ich würde so gerne sehen, aber ich weiß auch nicht. Ein bisschen. Aber aufpassen. Ich mache jetzt nicht gerade. Ich mache jetzt erst meine Arbeit fertig und danach schaue ich rein. Weil sonst schaffe ich nachher nicht mehr. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren zu viel Mühe und Arbeit und Zeit. Und vor allem die Kollegen und ich sind praktisch jeden Tag da. Ich bin Tag weg. Ich will mir das jetzt nicht antun, sonst schaffe ich nachher nicht mehr. Du schnupft und zuschließen. Das hat doch Wegfahrsperre da, nicht? Weil die Mauer droht einzustürzen, müssen sie das Auto von einem Kunden in Sicherheit bringen. Ja, da ist kein Most drin. Ja, da ist kein Benzin drin. Das ist halt Scheiße in das Moor. Ja, ist gut, Mutter. Warte. Was sollst du jetzt anlassen? Er ist fast angelaufen. Du bist fast angelaufen. Jetzt? Ja, fahr so. Guck jetzt wieder. Ja, sehr gut. Tipptopp, Noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Perfekt, ja, gut. Geschafft. Dann geht es noch einigermaßen. Und dann ist auch für Mario der Zeitpunkt da, zu schauen, wie gross das Ausmaß des Schadens ist. Gib mir das Telefon. Ich brauch's. Scheiße, Mann. Scheiße. Kannst du nicht mehr brauchen. Das ist am Arsch, alles. Das ist mein Gestell mit dem Werkzeugkoffer, mein Boy, Mario sein Boy, Bremsflüssigkeitsfass, meine Werkbank. Hier war das Reifenhotel. Komplett, man sieht nicht einmal mehr die Reifen. Alle nur noch Drähte übrig. Felgen teilweise gar nicht mehr rum. Gar nicht mehr rum. Meine Werkbank aus Stahl, verschmolzen. Das muss eine enorme Hitze gewesen sein. Das ist eine Katastrophe. Man sieht nicht bis hinten in die Halle durch. Es liegt alles flach, das ganze Dach hat es runtergenommen. Sehr wahrscheinlich sieht man von oben. Mein Lift steht einfach noch. Die Felgen sind davon geschmolzen. Alles. Du kannst nicht brauchen, eine Schraube kannst du brauchen.
Der Aschenbecher hat überlebt. Nicht etwas kannst du mehr brauchen an dem. Nicht. Ist denn Jas? Gott im Himmel. Ja, wenn das einmal brennt, dann ist das die Verzinkung weg und alles. Das fühlt nachher alles weg. Das ist der erste Volvo. Nein, ich sehe den Volvo nicht. Ah, ich sehe den Volvo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nicht mal die Felgen sind übrig. Oh nein. Die hinter rechts kannst du noch brauchen. Scheiße, Mann, der ist ja wirklich am Arsch. Den Motor kannst du auch nicht brauchen. Nichts kannst du nicht mehr brauchen. Schade, das ist mal. Ach du Scheiße. Scheiße, Mann. Die ganze Kinderecke, alles ist verbrannt. Alles, Mann. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Das war's, ja. Das ist vorbei. Da kannst du nicht mehr machen. Das mit dem Volvo trifft mich fast am härtesten. Ich weiß nicht. Es ist schon mein Lebensweg, aber der Volvo reut mich extrem. Das kriegen wir wieder an, den Rest. Aber der Volvo. Ja, das kriegst du nicht an. Seine Autos, hä? Das ist voll ja. Das ist wirklich ein Ausmaß, das man nicht glauben kann. Ja, auf der Garage ist ja Arbeiten, das ist ja so mehr oder weniger ja schon programmiert. In uns Sinne, ja. Aber das Hobby an sich und so. Das werden wir schon wieder ankriegen, dass es eine Garage gibt, eine Garage Helen, ja. Aber natürlich nicht so eine. Die Chance ist, dass sie besser wird. Und das ist auch etwas Gutes, dann müssen wir so denken. Können wir so gut reden. Ich möchte nicht da kommen. Komm mal gehen. Es ist voll Jas, Mann. In der Volvo sieht voll Jas aus. Ja, das ist erwartet. Die Kartschür zu Dachsen hat sich gefüllt. Das Rumfahren mit dem Kart selber ist ja an sich schon lustig. Aber das Kartfahren an sich allein verleidet irgendwann vielleicht auch. Und jetzt die Kombination, dass man mit dem Kart ein Spieler ist im Spiel, also im Stil wie vielleicht man Mario Kart macht an der Konsole, können wir es im Raum machen, das finde ich lässig. Also ich kann da Spiele eintragen und sie dann auch noch starten. Was wollt ihr spielen? Bad Race. Ivo. Ich los mit. Ja. Ivo. Gut. Ja, sind die drei. Ist mir eigentlich nie langweilig. Ja. Es ist mir auch noch nicht verleidet. Ich tue die Ecke nicht putzen. Es ist lässig, dass alle Freude haben, es haben alle den Plausch, es helfen alle gerne mit. Jetzt während der Corona-Zeit haben wir mit den Kindern noch Spiele entwickelt. Das ist mit Scratch gemacht, da können auch Kinder lernen programmieren. Und das ist jetzt das Spiel, das Kaya herausgefunden hat. Man ist da so ein Elefant, wo man nachher dann im See Wasser trinken kann und nachher kann man den anderen Elefanten anspritzen. Und die Idee ist eben auch, um so ein bisschen die Faszination fürs Programmieren und von der Technik weiterzugeben.
Kathi, Iris und Malin haben in der Scheurbeiz alle Hände voll zu tun. Können wir noch zahlen? Können wir noch zahlen? Auch Silja arbeitet wie eine Grosse. Du kommst gerade noch unser Geld über. Tschüss. Ich hole Getränke raus und ich mache halt auch Kasse. Die Gäste in der Kartschür sind vor allem Familien mit Kindern aus der Umgebung. Marley, can you not put wraps on both plates? Sometimes we have to make a toast. Über 50 Wraps sind heute im Scheuerbeizli schon über die Theke gegangen. Mit dem hat niemand gerechnet. Wir sind fast ein bisschen überrannt worden. Ich habe gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Wir sind fast ausgeschossen da rein. Ja, es ist jetzt wirklich Wahnsinn. Die letzten Wraps sind im Öffeli. Und für Silja und Kaya ist es Zeit für ins Bett. Are you guys ready? Oh, ja, das Zeug und ich gebe den Schlüssel. Super, danke. Danke dir. Bitte gerne schön. Könnt ihr daheim den neuen Schuhsachen packen? Things home, okay? Ja. And then Gute Nacht. Adi gern. relax. Bis später, bis später. Danke. Die beiden Jüngsten der Familie werden von der Babysitterin heimgebracht. Die Älteren dürfen bis am Schluss bleiben. Das Meer und die Wellen von Newcastle zu Australien waren lange die Welt von Marcel Schwendler. In jeder freien Minute ist der Auslandschweizer hier surfen. Es zieht mich einfach immer wieder dahin. Es ist ein bisschen Freedom, oder? Die Freiheit, dort draussen zu sitzen und einfach einfach geniessen. Es ist ruhig, niemand redet mit dir. Mit deinen Gedanken kannst du schwelgen lassen. Es hat Delfine dort draussen, die Heu sagen oder mit dir surfen. Es ist einfach, ja, es ist herrlich. Ein letztes Mal in die Wellen. Für seine Frau Christina gibt er das jetzt auf. Der Marcel und ich sagen immer, gang nicht, wenn es schlecht ist. Gang, wenn es gut ist. Leave when it's good. Leave a party when it's good. Wir wollen auf unser Leben zurückschauen und sagen, wow, wir haben das gemacht. Das ist unglaublich. Zurück vom Strand, daheim bei Mami von der Christina. Hier wohnen die Schwendlers, weil sie ihr Haus schon abgegeben haben. Jetzt müssen sie noch die letzten Sachen packen. Am Abend geht ihr Flüger in die Schweiz. A Swiss charger, so when we get there we need to charge phones. Yeah, that's okay. Headphones, heaps of stuff. Blankie, of course, we need that one. Yes. That's not kids. No, but it's got a lot of kid stuff in it. No. What don't throw things back that we don't want. No, she didn't know that. That's not in it. Or we take this on the plane and put this. Well, that will be probably better. Was ich heute erreichen will, ist eigentlich, dass wir alle heil auf Sydney können und untereinander nicht am Grinden haben. Weil, ja, die letzte Minute kann es halt ein bisschen hektisch sein. Das erste Mal, als ich jetzt ein bisschen gestresst bin. Jetzt haben wir noch 2,5 Stunden, bevor wir hier abfahren. Und es ist immer noch nicht parat. Aber wir lassen es einfach zur letzten Minute. Yeah. Last minute family. 4 Handluggage. Jetzt müssen wir halt alles noch mal durcheinander tun. Also,
Also die zwei gehen und die zwei dort hinten, hä? Boats. Ja. Alex? Entschuldigung. Der Kite, ist das der Kite? Ja. Komm mal auf. Der ist aber nicht der ist nicht da drin. Ah. Der Kite. Und was hast du eigentlich nur vergessen? Für die Nonna ist dieser Moment kaum auszuhalten. Und du, Mausi? Alina? Nothing. You ready? Nothing. Except I have one sock left. Where's the other one? You got it somewhere, but now you lost it. Oh. Weißt du, wir gehen in die Schweiz. In der Schweiz braucht man Socken. Da kann man nicht mehr barfuß rum. Das kommt ein kleines Räf. Hä? Ja, der andere? No, da ist nur einer. We just had one. Gut. Und da um die Ecke herum auch. Okay. Nur ein bisschen. Ja, gut. Also, der ist zu, hä? Der ist voll. Den müssen wir hier hinstellen. So. In den letzten Jahren hat die Mami von der Christina, die Nonna, einmal in der Woche zu Alex oder Elina geschaut. Jetzt muss sie sie ziehen. Sie sind nicht mein Eigentum. Sie müssen ihr eigenes Leben gestalten, wie ich das auch gemacht habe. Aber wegen der Kleinen tut es mir leid. Es gibt nicht mehr länger das «nur noch hier, nur noch da», eine Umarmung, bei der Nonna schlafen. In the back too. Come. Next. Yeah, come. Okay, you wait too. Yeah, you come to see Sydney. Say goodbye, it's important. Nonna, dann einsteigen. Einsteigen. Hop in. Christina? Es geht alles ganz normal. Stress in der letzten Sekunde. Jetzt müssen wir rumspringen, schnell. Nonna spricht jetzt gerade zusammen. Letzte Sachen machen. Wir sind schon eine halbe Stunde spät. You reckon that'll fit? Bald trennen sie Tausende von Kilometern. Der Abschied wird der Nonna von Minute zu Minute bewusster. You get it? Einsteigen. I can't, Alex. Alex, let's Nonna in. Please. Look at that hole. That's the whole thing. That's it. Beautiful. You got to be on good behaviour, okay? Shh, very quiet. Good evening, welcome to Qatar Airways. Yeah, thank you. Just start with your passports, please. Es war schon ein komisches Gefühl, jetzt, wo wir unser Daheim in Australien verloren haben. Und das letzte Mal auf dieser Strasse auf Sydney gefahren sind, nochmal die Strassen und die Hochhäuser von Sydney gesehen haben, Sydney Harbour Bridge. Halt schon ein bisschen Wehmut, muss ich sagen. Das Auswandern in die Schweiz war vor allem Christina ihre Idee. You know, I'm not focusing on what I'm saying goodbye to. Ich konzentriere mich nicht auf das, was ich zurücklasse, sondern auf das, was kommt. Ich weiß nicht. Ich war immer so. Yeah, I don't know. I've always been like that. She's like a little headbanger. Go, Alina, go! That's done. Now we are good to go. Yeah. Auch die Schwestern von der Christina können mit ihren Kindern Tschüss sagen. Okay, 1, 2, 3, cheese! Alec, turn around. Alec. Let's say goodbye. Say goodbye, Tom. Bye, Chris. Look after Pass auf dich auf. Ich weiss, das kannst du. You're very good at that. Sorry for our... Es fühlt sich so unwirklich an.
Ich realisiere es erst, wenn ich weg bin. Wenn du gleich wieder zurückkommst, bin ich noch nicht so alt. Wir sind bald zurück. Vielleicht bist du 1 Jahr älter. Du bist eine gute Nonna. Du bist gut. Küss deinen Papa von mir. Ich nehme das Kind nicht weg. Pass gut auf die Kinder auf. Und auf Christina. Schatz. It's okay. Und Christina. Merci für alles. Du bist grossartig. Schaut gut zueinander. Das machen wir. Und schau du gut zu den Mädchen. Und lass sie zu dir schauen. Okay, I will. Für den, der zurückbleibt, ist es schwieriger. Ja, es ist hart für sie. Shall we? Ja. Okay, off you go. I've had them and it was good. Ich hatte sie. Es war gut. Es ist okay. Sie wollen das machen und sie sind glücklich damit. Ich wünsche ihnen nur das Beste. So I wish them all the best. All of it. See you soon. Ciao. Die Familie Schwendler verlässt nach 12 Jahren Australien, um ein neues Leben in der Schweiz aufzubauen. Zurück in der Schweiz wird der Marcel mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Seine Mutter ist früh gestorben und der Vater hat sich allein um ihn und seine Brüder gekümmert. Seit ich Kind habe, wird das mehr Realität, was du alles gemacht hast für uns, weißt du? Drum? Ja, du. Die Familie Neck hat ein neues Projekt. Sie können im Hallenstadion in Zürich eine grosse Kartbahn einrichten und brauchen darum mehr Kartautos. Mit so einer grossen Lieferung sind sie ein bisschen überfordert. Die Idealvorstellung wäre schon gewesen, dass der hier eine nette Hebebühne hat mit einem Rolli, wo man einfach die 8 Paletten in den Stall hineinfugen kann. Ich habe das anders vorgestellt, aber kommt am Schluss nicht so drauf an. Bevor sich Andrea um eine neue Garage kümmern kann, steht der Zügelte an. Die Familie hat lange nach einer neuen Wohnung gesucht. Vor der Haustür organisiert sie einen Flohmarkt. Ich hoffe, dass wir möglichst viel loswerden, dass wir nicht so viel zügeln müssen. Das alles und noch viel mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache.